Hallihallöle, ich bin's, euer Blasteringenieur. Und da haben wir wieder meinen ersten eigenen entworfenen Blaster auf dem Tisch. Und der hat jetzt seine finale Aufgabe, Staubfanger. Also zumindest aus meiner Sicht, weil ja, das kann sein, dass man da die Schwungräder, dass man das da irgendwann mal nochmal so überarbeitet, dass das auch zuverlässig funktioniert. Bin ich noch mal überlegen, weil seht, für die Leute, die meine Videos noch nicht angeschaut haben, das erste Video lese, was Sabberle da. Auf jeden Fall. Aber für die Leute, die schon länger dabei sind, ihr wisst, das mit den Schwungrädern, das hat nicht ganz so geklappt. Deswegen macht das Blasterl jetzt nicht so viel Spaß. Aber das ist ein Problem, das man behebt. Habe ich auch schon Ideen, das gehen wir in der Zukunft an. Seht ihr, das sind ja, weil die Schwungräder sich halt ein bisschen lupfen. Und ja, dann, das sind sowieso billige Motoren, das taugt alles nicht ganz so viel. Das ist Prototyp halt. Und gut aussehen tut er auf jeden Fall. Aber es ist ein Problem, das man in den Griff kriegt. Da bin ich mir ganz sicher. Durch Spannungserzeugung und alles. Und schön aussehen tut er wirklich. Also guckt euch das an. Und ich denke, aber als erstes will ich für den nächsten Prototyp, habe ich mir überlegt, packen wir mal das mal auf Zeit, dass wir da einfach die nächste Runde aufs Magazin packen. Und bin jetzt mal gespannt, ob das so klappt, wie man das vorstellt. Da haben wir da den oberen Deckel, in der Mitte 2 Deckel, dass man das liegend drucken kann. Dann haben wir unter den Deckel, das kommt dann so, das wird dann alles verschraubt. Und dann ist die Idee, dass das da haben, dann haben wir einen Stapel voll Teil, mal da rein, das kommt da hin, das wird also zusammen gemacht, da kommt der Schraub durch, da kommt der Schraub durch und das Loch muss ich ein bisschen durchbohren. Das kriegt nichts, was der Schraubenzieher nicht hinkriegt. Und stehst da hin, da ist die Feder drin. Und dann muss noch irgendwo oben der Anschlagspunkt für die Feder. Das haben wir da auch. Und dann geht das hoch runter und das dreht sich. So ist die Idee. Das kommt dann da oben. Hat ein bisschen schon Schrauber raussortiert, die da seitlich rum müssen. Jetzt müssen wir da. Sorry. Krach. Ein bisschen Krach. Auch alle wach seid. Jetzt muss da da die Federn rein. Ja, bin jetzt mal gespannt, ob das Design so funktioniert. So ganz optimistisch bin ich nicht, weil ich kann euch fragen. Hab da schon einen Vorversuch für das nächste Design ausgedruckt. Das ist dann der Hanna. Da brauchen wir ein bisschen die Hebel. Da können wir da quasi das Federle nachspannen. Das ist so Freilauf oder sowas. Ich glaube, das habe ich falsch rum. Ja, so rum muss nein. Oder? Nee, tatsächlich richtig rum gemacht. So rum muss nein und das muss ich dann so rum. So. Und dann können wir das, wenn man das da nicht dreht, können wir das nachspannen. Weil das was ich da gemacht habe, das bringt uns natürlich eine neue Etage und dadurch mehr Kapazität. Aber ich denke, irgendwann mal werden wir da eine Grenze kommen. Und als vorausgesetzt, das funktioniert alles. Also das müssen wir jetzt nochmal rausfinden. Da bin ich auch nicht ganz optimistisch, weil normalerweise bin ich ja sehr optimistisch. Aber da, wie ihr seht, habe mein nächstes Design schon angefangen, bevor ich das überhaupt testet habe. Ja, zum einen mal die Macke, dass man da rein von dem, wie man es laden kann, wird man mit 2 Etagen wahrscheinlich eine Grenze stoßen, weil man dann mit den Fingern nicht mehr dazwischen kommt oder mit sonst auch kein Werkzeug.
Da müsste man dann da nochmal alle Löcher rein machen und das wird dann auch, boah. Also wird das, und es wird auch irgendwann mal einfach, das wird das auch praktisch. Und ich hätte schon gern einfach viel mehr. Also, einfach, man prinzipiell müsste es quasi fast bis in die Unendlichkeit gehen. Also so, zumindest von der Theorie her. Klar, praktisch habe ich dann irgendwann mal keine Lust, der Ewigkeit zu warten, bis das alles fertig gedruckt ist. Aber also 3, 4 Lagen wäre schon, das wäre schon cool. Und ja, was ich auch noch machen muss, ist da vorne mir eine Schnittstelle überlegen. Weil das gerade mit dem Blaster, so wie der jetzt da vorne ist, müsste man das Teil da vorne ändern und das irgendwie anders machen, damit da ein mehrstöckiges Magazin reinpasst. Also, ja, der ist jetzt halt auf ein einstöckiges Magazin limitiert. Oh, das ist auch okay. Es kann auch sein, dass ich dem irgendwann mal die Feder klaue. Wie schon gesagt, ist jetzt, also vorerst mal zum Staubfänger. Und dann kann es immer noch sein, wenn man es irgendwie hinkriegt, das probieren wir aber an der nächste Prototyp oder nächste Type. Und vielleicht kriegen wir es hin, das Ganze, weil ich will da auch noch den Triggermechanismus will ich überarbeiten. Die Schwungrädler will ich Versuche machen mit 2, 3, 4 Stufen vielleicht. Und dann gucken wir mal, was da so alles rauskommt. Oder habe ich Ideen, also lasst es aber nicht da, das lohnt sich auf jeden Fall. Und dann kann es sein, dass wir das Design dann auf die neue Plattform dann ummünzen. Das weiß ich heute noch nicht, das wird sich alles zeigen. Aber als erstes, Daddy sagen, ich schaue, dass ich da nochmal den Federmechanismus hinkriege. So. Da Federl rein. Und dann schwätzen wir weiter. Aber das mache ich im Schnelldurchlauf. Dann bis gleich. Okay, das zusammenzukriegen ist nicht ganz so einfach. Aber ich hoffe, ihr versteht jetzt, wie ich gedacht habe, dass es funktioniert oder wie ich denke, dass es funktioniert. Dann müsste man das muss dann halt ordentlich gespannt sein. Und das in der unteren Position ist. Und ich muss noch so Schmierstoff holen, dass das auch eine Chance hat, dass es funktionieren kann. Weil sonst seht ihr da noch, ja, das hat alles ein bisschen viel Reibung sonst. Ja, fast mein Blaster hier gemacht vorher, als ihr es gesehen habt. Fast umgefallen. Oder was heißt fast umgefallen? Ist umgefallen. Das ist jetzt für die Akustik nicht so ideal, was ich gerade mache, aber da bin ich mal gespannt, ob das überhaupt die 2 Runden mitmacht oder ob das überhaupt dann, weil ihr seht, der Hanne ist schon, die Feder quetscht das halt, also da müsste man wahrscheinlich ein bisschen Aussparungen in den Schieber machen. Und jetzt müsste es dann auf die nächste Ebene gehen, weil das muss der Hanne der Position, das ist das Ende. Dann muss das so weit gespannt sein, dass es dann zweimal rumgeht. Okay, da haben wir jetzt einmal. Jetzt ist schon fast raus. Okay, das heißt, wir müssen dann einmal spannen und noch einmal herum.
Das ist jetzt gut, dass man das mit Ton macht. Wenn man das in die Ohren fliegt, dann wird es wenigstens lustig short irgendwann mal. Na, das. So, und jetzt haben wir dann einmal rum und zweimal rum. Und dann ist schon fast der Dampfhause. Ja, ich habe jetzt halt mal die Position von der Feder irgendwie definiert. Das ist halt, war jetzt schwer abzuschätzen. Das heißt, wir gehen dann vielleicht eher dreimal rum. Ja, aber ich lasse es jetzt mal so. Und hole mal einen Schmierstoff. Und dann baue ich das weiter zusammen. Und dann schweizen wir weiter. Dann bis gleich. Es ist vollbracht. Da guckt euch das an. Guckt es euch an. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, aufs Gott. Also, ich meine, das hat jetzt. Könnt ihr denn mal Blasterle herholen? Das seht ihr auch. Warum das vermutlich? Gut. Ja. Mit ein bisschen Feilerei und Zeugs wird's reingegangen. Seht halt vorne nicht. Gut, das ist der Hanner. Das ist jetzt bloß das Schieberle, das da ein bisschen im Weg ist. Das können wir ändern. Müssen wir dann. Sag mal, ist das mehr geworden oder haben wir? Nicht. Ach, das Schieberle ist bloß dünner geworden. Jetzt halt. Ja, das hat schon weniger Spannung. Aber das Magazin ist auch schon ein bisschen älter, das Chaos hat, dass die Feder schon ein bisschen nachgelassen hat. Und das ist halt. Ja, ich hätte es so justieren sollen, wenn es alles zusammengeschraubt ist, aber das ist dann halt auch ein bisschen kompliziert. Okay, sag's euch, das wird der Spaß. Das zu laden. Und vor allem das nachher zu entladen, weil das Blasterle funktioniert ja nicht richtig. Das heißt, wir haben so beim Entladen nicht einmal Spaß. So. Oh, das gegangen. Müsste uns da bloß was anderes überlegen. Die Schnittstelle davon muss einfach anders werden. Das heißt, es kann sein, dass ich da nochmal einen Knubbel rausmache oder so, das dann als Schnittstelle definieren, wir das einfach für die zukünftigen Designs übernehmen. Weil ihr seht, ganz einfach das Problem, es ist halt, es passt jetzt mit dem nicht, das heißt, ich müsste das da irgendwie anpassen und gucken, dass das mit dem da vorne festhält. Das müssen wir halt einfach überarbeiten. Und ja, viele Teile an dem Blaster sind jetzt schon geklebt. Das heißt, dann gibt's einen neuen Prototyp. Warum Gott das jetzt doch nicht? Nein. Okay. Ja, das ist vielleicht auch einfach nicht die beste Druckqualität. Ach ja, das. Oder habe ich. Verdammt. Ich hab das Teil da unten auch passt. Seht ihr's? Das ist da ein bisschen. Ihr seht es wahrscheinlich nicht. Ja. Oh, ist schon noch der Pfeil hinausgeflogen. Oh, das hängt schon. Da seht ihr's. Das habe ich ein bisschen. Ich
glaube, das ist ein bisschen anders. Ja, das muss ich vielleicht auch noch gucken, ob ich das nicht auch ein bisschen enger zusammen. Weil das muss der Horn jetzt nicht ganz so breit sein. Also das muss nicht ganz so weit auseinander. Gott, das ist jetzt schon. Basteln wir den Blaster mal wieder zusammen. Das lässt sich. Da ist der Schieber weg. Das lässt sich nicht laden, wenn das Magazin leer ist. Zumindest nicht ohne Hilfsmittel. War aber jetzt nicht so dramatisch, dass ich das Problem beheben hätte wollen. So. Ist der Schieber. Ist der das Bleu. Das. Oh, da klemmt sich. Da klemmt den Pfeil zwischendrin. Ja, der ist. Verdammt. Ui, das. Ich hätte sagen, das machen wir in Timelapse. Let's do the Timelapse again. So in etwa. Ich glaube, das mit Singen lassen wir, oder? Das ist mir jetzt nur gerade so durch den Kopf geschossen. Okay, das könnte ein Problem werden beim Entladen. Das hätte er. Da quetscht sich der Pfeil drunter. Das heißt, das hat auch noch zu viel Flexibilität. Aber ich will es trotzdem rausfinden. Deswegen machen wir das jetzt im Schnelldurchlauf. Und dann schwätzen wir weiter. Dann bis gleich. Irgendwie hat der es Krach gemacht und dann war's das. Das weiß ich nicht, wo das hängt. Das ist. Ich glaube, das habe ich ein bisschen überspannt. Dann wird das jetzt die nächste Ebene und dann wollte es halt doch nicht. Weil das hat jetzt. Das Schieberle hat jetzt. Oder hat das? Ich glaube, das hat es gemacht. Ja, das ist jetzt ein bisschen frustrierend. Was war das? 30, 40 vielleicht. Aber dafür wird es in Lade ganz einfach. Schraubt es einfach. Uiuiui. Wir zerlegen es einfach. Die Schraube. Das muss ja so alles raus. Das passt jetzt. Kann man da natürlich nicht brauchen. Ich glaube, wir machen das mit der Timelapse again noch einmal. Also, let's do the Timelapse again. Dann bis gleich. Ich glaube, das hieß Let's do the Time Walk again. Aber ja, jetzt wissen wir wenigstens, warum es kaputt war. Das heißt, da müssten wir jetzt, wenn wir das so machen wollt, genug Platz eindesignen. Weil der wäre eigentlich, wenn der Schieber auf der unteren Ebene ist, da müsste eigentlich genug Platz sein für Mutter. So wie ich das sehe. Dass man da die Pfeile können wir alle. Alle raus. Das ist zum Glück dann leicht, das Entladen. Weil das Laden ist ein Scheiß. Also, das waren 5 Minuten, bis ich die erste Lage voll hatte. Das ist. Vielleicht habt ihr es euch auch geschaut. Oder habt ihr aufmerksam zugeschaut, wie ich da die Pfeile eingeladen habe und dann immer wieder mit meinem hochprofessionellen Werkzeug, mit dem Stäble da, das immer nachgedrückt habe. So.
müsste da eigentlich eine Mutter drauf. Und dann dürfte sich jetzt nicht bewegen. Vielleicht haben wir beim anderen auch genug Platz, Mutter noch zu machen. Dann dürfte es vielleicht klappen, das machen. Oh, das war auch M3. Das ist eigentlich vorgesehen für M4, aber ja, kommt schon raus. Da, oder drauf. Und dann das Ganze nochmal. Ja. Das ist. Da habe ich jetzt keine Mutter reingezogen, das habe ich bloß bei den da gemacht. Ja, wenn man es dann nachher doch nochmal und wieder zerlegen will, weil. Wie schon gesagt, ich habe da Ideen für ein anderes Konzept und da habe ich Hoffnung, dass das andere Konzept funktioniert und das sich wesentlich leichter laden lässt. Aber das habe ich jetzt schon ausgedruckt. Da gucken wir zumindest, ob das prinzipiell gegangen wird. So. Jetzt hat es genug Spannung. Oh, je, je. Oh, das. Oh, je, je. Sag's euch, das ist. Ah, ja. Sag's euch, das ist ein Käse. Ja, da baut man das. Jetzt wisst ihr, warum. Wo war jetzt das alles? So. Jetzt sind wir da. Jetzt müssen wir alles machen. Ist mal ganz gut, dass ihr seht, was für ein Krust das ist. Weswegen ich das nicht so scharf bin drauf, dass das Konzept überhaupt funktioniert. Aber neugierig bin ich schon. Also ich denke, das hat schon funktioniert, ist halt hakelig. Ohne Scheiß zu laden dann noch. So. Alles ein bisschen wackelig ist. So, da die zwei Schrauben. Oh. Das sehen wir gleich, ob es dann noch zugeht, wenn die Mutter dran sind. Also deswegen habe ich sie weggelassen, weil ich gedacht habe, das wird sonst vielleicht eng. Aber das sehen wir ja gleich. So, da. Jetzt ist das so. Dann muss das. Das können wir jetzt einfach mal reinschrauben. Bin ich froh, dass es sich mit dem kneigeschnittenen Gewinde schon hebt. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Wenn ich das größer gemacht hätte, dann wäre das echt der Scheiß zu montieren. Und ich glaube, statt Mutter mache ich da irgendwann mal so Hitze-Einsätze, so Heat Inserts, wie der so neudeutsch heißt. Ich kenne kein besseres deutsches Wort dafür. Das sind halt Schrauben oder Mutter, die man mit dem Lötkolben eindrückt. Das ist, ich glaube, einfacher wie das. Vielleicht habt ihr es vorher gesehen, das mit Druck einzudrücken. Das ist. Es geht auch. Ist halt nicht so elegant. So. Das ist. Seht ihr das? Jetzt habe ich keine Pfeile noch gerichtet. Das ist im Modell nicht so. Das ist ein schlampiger Druck einfach. So, und jetzt müssen wir da rundherum, so, dass das auch genug Ausschlag hat. Jetzt müssen wir den Deckel da drauf.
Und das alles, ohne dass uns das Ding am Ohren fliegt. Ah, Scheißele. Die lange Schraube. Sag's euch, das verwirrt mich. Da weiß ich nicht mehr, wo vorne und wo hinten ist. Oder welche Seite nach vorne gehört nachher. Ich meine, wenn alle 3 Lager oder alle 4 Lager aufeinander sind, dann schon, aber. So, dele. Scott zu. Scott. Die mittlere Schraube, die sollte halt länger sein. Da habe ich keine längere da. Die soll so lang sein, dass ich da nicht durchgeht. Und dann wäre das Problem auch erledigt, dass das Ding raushupfen kann. Aber ich habe halt nur da, was ich da habe. Und müsste dann gucken. Das hätte ich vielleicht auch abmessen sollen, da die Schraube geschickt bestellen. Aber ich wollte das Video heute machen, dass fertig ist, dass ich weiß, ob es geht oder ob ich die Idee nicht mehr weiterverfolgen brauche. Und ich würde sagen, den Rest machen wir auch in diesem Schnelldurchlauf da. Schnelldurchlauf. Dann bis gleich. So, Orderle, ich habe jetzt einen ordentlichen Urlaub. Ein Ohrwurm. Okay. Langsam wird es Zeit für Feierabend. Ich habe einen Ohrwurm von der, ich glaube, Rocky Horror Picture Show war das mit dem Time Walk. Let's do the time lapse again. Ja. Ich glaube, wir kommen da auch nicht noch weitere Schnelldurchlauf kommen wir wahrscheinlich auch nicht drum rum, weil ich glaube nicht, dass ich mir 5 Stunden. Okay. Ich glaube nicht, dass ich mir 5 Minuten bei all meine Versprecher heute zuhören wollt. 5 Stunden. Das ist. Okay. Ich lade das im Schnelldurchlauf. Und wenn es geht, spätestens wir danach weiter. Wenn es zwischendrin abbricht, dann machen wir Pause und dann machen wir es. Dann machen wir weiter. Dann bis gleich. Okay, ich glaube, wir lassen das an der Stelle. Ich glaube, da den Teil, den hätte ich auch gescheit füllen sollen. Da ist der Hanne zu wenig Rampe, da seht ihr, wo mein Finger ist. Und dass da einer von den Mutter rausgeflogen ist, das hat natürlich auch nicht geholfen. Und es ist einfach, also, der einzige Spaß beim Laden, den ich jetzt halt gerade hatte, ist, funktioniert es denn überhaupt? Also wenn ich jetzt wüsste, dass das sauber funktioniert, da hätte es keinen Spaß machen, das zu laden. Also für mich war da der Hauptreiz daran, das Magazin jetzt zu laden, rauszufinden, ob es denn geht. Und ich glaube, das zerlegt man so jetzt noch nicht. Das obere Teil, da muss ich. Wobei, ich weiß noch nicht, ob man das weiterverfolgen soll. So rein aus Neugierde vielleicht. Dann müsste man da oben das ein bisschen ärger ausfüllen, aber. Boah, das. Und passende Schraube. Man, es hat die Schräge schon halbwegs mitgemacht, aber das ist halt schon echt kein Spaß. Was haben wir jetzt? Pfeile. 1, 2, 3, 4, 5. Und es geht halt einfach auch nicht zurück. 6, 7. Also 7, 8, 9. Ja, es funktioniert halt nicht gescheit. Es ist da so einquetscht. 10, 11, 12, 13, 14. 4 Sets. Boah. 15, 16, 17, 18. Ja, das ist
Ach, das ist jetzt der Hanne eingequetscht, deswegen geht's überhaupt nicht. Ah, das ist. Da fallen mir keine schönen Worte ein. Was haben wir, 16? Da kommt mal da. Ah, da hat's die Pfeile verquetscht. Jetzt. Das ist natürlich ein bisschen. Ja, das wird so nicht funktionieren. Also wenn es halt 17, wenn es die Pfeile verquetscht, ist halt schon scheiße. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ja, komm schon. Einer nach dem anderen. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 müsste es sein. Ja, das ist halt. Das brauchen wir, glaube ich, nicht weiter verfolgen. Das funktioniert nicht zuverlässig. Eieiei, komm schon raus. Also, das sind die letzten zwei, jetzt ist dann 40. Boah, zack. Zack. So Krach machen tut's. Ja, ich würde sagen, das zerlege ich. Wir verfolgen die andere Idee, die ich für euch vorgestellt habe. So, Pfeile aufräumen. Die brauchen wir für den nächsten Versuch. Weil das sind die schäbigere Pfeile, die ich schon ordentlich verwendet habe. Da ist es ja nicht so schlimm, wenn es die ordentlich verquetscht. Das legen wir zum Archiv. Das da da vorne, das verwenden wir weiter. Also war ein netter Versuch. Ich hoffe, euch hat es unterhalten. Würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Wird spannend, wir machen da noch einiges. Und ihr habt da weitere Ideen, da könnt ihr euch drauf verlassen. Wenn ihr schon länger dabei seid, wisst ihr das auch. Gibt immer wieder Spannendes, wir entwickeln da neues Zeugs und machen da. Also, lasst ein Abo da, das lohnt sich. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster Ingenieur.